Grüezi miteinander und willkommen zurück zu Anno 1800. Ja, wir sind hier dabei, wie immer, dabei mit den Wolkenkratzern unter anderem. Wir haben da noch viel zu tun. Eigentlich haben wir den Stahlträger noch viel zu tun. Da war noch etwas, was ich vor allem offscreen noch machen wollte. Dann geben wir jetzt hier mal ein bisschen Gas. Denn, ja, es geht vor allem um die Produktion, wa? Da müssen wir noch ein bisschen hinmachen, damit wir eben wesentlich mehr Stahlträger auch herstellen können. Jetzt gucke ich gerade mal, irgendwie scheint gerade alles bergab zu gehen, warum auch immer. Nur hier sieht es gut aus. Denkt doch hier direkt nochmal los. Und hier auch. Und jetzt ist langsam. Ne, geht noch, okay. Ich würde sagen, wir langsam ein bisschen eng hier. Aber ne, alles. Oh, ja, ist gut. Diplomatie ist ein gutes Stichwort. Vielleicht mal ein bisschen gucken, was wir hier noch ein bisschen upgraden können. Geschenk anbieten. Okay. Gut, dass ich da irgendwie runterfalle, ist sowieso unwahrscheinlich. 90. Den würde ich halt gerne mal ein bisschen hochkriegen. Ist schwierig mit ihm. Ist immer gut. Was sehen Sie, meine Großmutter? Ich gebe Ihnen Arbeit. Achso, ich dachte schon irgendwie Großmutter. Ja gut, worum geht's? Was? Hä? Wo ist er? Nicht hier, nicht in Cap Trelawney. Wo ist er? Ey, Alter! Hä? Ich hab doch... Bin ich jetzt blöd? Blöd und doof gemeinsam? Und blind dann noch? Ich hab doch... Ja, ich hab doch... Wie ich sehe, jetzt. wollen Sie hoch hinaus. Ja, Schnauze. Was mir noch ein bisschen fehlt, Freunde, und wenn wir bald dabei sind, mir würde... Treibgut, lustig. Mir fehlt irgendwie, dass ich hier jetzt zum Beispiel sehe, also eine kleine Markierung, dass ich jetzt hier eine neue Quest hätte. Weil so habe ich halt keine Ahnung, wo ist die Quest? Auch hier sehe ich es nicht. Alte Welt, hier können wir nach neue Welt gehen. Gut, ist unwahrscheinlich, weil er vermutlich gar nicht mehr hier ist. Arktis? Nö. Embesa? Aha. Kaffee. Jetzt merke ich, soll ich jetzt hier Kaffee auftreiben? Ja, doch gar keinen, oder Leute? Sehe ich da irgendwie was falsch? Wandteppiche. Wieso gehen die Wandteppiche runter? Ein Brief von meinem Sohn. Schon. Das hat ja keine 2 Wochen gedauert. Dir zu trauen. Schön für dich. Leichtsinnig. Oh, nicht schon wieder. Was haben wir hier für ein Problem mit Teppichen, Freunde? Was ist hier los? Verstehe ich nicht. Was geht ab? An der Tür steht frischer Tee, wenn du möchtest. Nee, danke, passt schon. Was? Voller Warenausgang. Also Insellager ist voll. Nee, nicht ganz. Zu wenig Leinen oder so? Nee, Leinen los, wir haben genug. Versteht ihr? Leinen los. Ja gut, Indigo könnte ein Problem sein. Wer ist ein guter Hund, Dage? Ja, du. Du bist es. Das? Sonst geht's dir gut, Alter. Der Richter hat mich gebeten, es zu reparieren, aber... Okay, weil wir für die Keramiktöpfe halt noch viel brauchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte gerne den aktivieren, müsste ich halt irgendwo, wo wir noch diese... Ne, hier ist die Imkerei, die wollte ich auch mal irgendwann mal noch aktivieren. Und ich glaube, Freunde, im Besa werden wir demnächst wieder angehen, da ich soweit fast schon in der alten Welt durch bin und gerne wieder mal ein bisschen Tapetenwechsel hätte. Alte Welt und so ist cool, gar kein Thema, aber Alter. Irgendwann muss ich auch sagen, puh, habe auch genug gesehen. Und auf der Insel mache ich ja lustigerweise alle diese Dinger. Diese Rohstoffe. Ich habe hier sogar noch die Schiffe in petto. Ja gut, das kann nicht angegriffen werden, das ist schon mal schön. Stimmt, da war was. Genau, und hier... Wie eine Stadt auszusehen. Ja, ich muss jetzt gleich mal ein bisschen optimieren. Also hier gibt es einiges zu optimieren, wenn wir ganz ehrlich sind. Ein bisschen Platz hier habe ich ja auch noch. Mal
gucken hier. Doch, da kann ich noch ein bisschen was machen. Weil für die habe ich sie hier draußen gemacht. Die Insel ist zwar jetzt nicht so wahnsinnig groß. Aber dafür hat es gereicht. So, und wenn ich ja die Stadt hier habe, könnte ich doch theoretisch, ja hier unten wird es ein bisschen eng. Produktivität, Größe, Anbauflächen. Nicht unbedingt das, was ich jetzt gerne hätte. Wenn ich ehrlich sein darf. Hier draußen könnte man noch ein bisschen was Manchmal machen. Warte frage mal. ich mich, wie es gewesen wäre, wenn ich als Mihurani, als Gelehrter zur Welt gekommen wäre. Aber ich bin glücklich, so wie ich bin. Das ist eine schöne Erkenntnis. Die leider nicht viele haben, muss man mal by the way erwähnen. So, warte mal. Dann machen wir den noch da. Hier kann man gerne noch hier ein bisschen erweitern. Fließet Wasser, fließet so. Ob wir hier schon bald mal wieder viel mehr Bewohner brauchen. Mensch, kann ich es irgendwie unten machen oder so. Also hier, warum habe ich eigentlich das Podium hier oben gebaut? Hä, bin ich doof? Da war ich doof als Ganze. Sag mal. Vergangenheits-Michael, was zum Henker hast du dir eigentlich gedacht, ganz ehrlich? Sieht doch scheiße aus, was du hier gebaut hast. Alter. Mann, 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 Vergangenheits-Michael. Der macht manchmal schon Dinge, hey. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Schön. Wobei ich gerade sagen muss, dass Gegenwarts-Michael Landgraf viel besser ist. Ein paar Fehler macht er auch. So, Moment, wie war das hier schon wieder? Eine kleine Feuerwache wäre ja auch nicht so verkehrt. Saline, nee. Keine Saline, keine Saline. Polizei, Tütato. Polizei ist da. Nee, momentan nicht. Krankenhaus. Wäre eigentlich auch großer Fan von. Ne, nicht Wasserpumpe, hier. Feuerwache kann man dann natürlich sehr gut hier oben hinsetzen. Ja, oder vielleicht irgendwo. Ich wollte gerade sagen, nirgendwo. Ja, vielleicht hier, komm. So, ich vermute mal, wir gehen langsam aber sicher die Materialien hier aus. Könnte mir jetzt mal so vorstellen, dass es eine Option wäre. So, ein paar mehr Häuser kann man hier und da noch bauen. Jetzt nur da noch ein paar Gewänder hier erschaffen, wenn wir ein paar mehr Einwohner hätten. Das wäre, denke ich, auch nicht mal so verkehrt. Der wird natürlich auch einiges an Einwohnern brauchen, nehme ich jetzt mal so an. So, und theoretisch könnte ich den mal hier hin auch bauen, das geht ja.
Ja, ich denke das gleiche, was ich denke. Wenn ich den jetzt hier hinmache, wie baue ich jetzt die Felder? Dafür habe ich zwar eine Idee, aber vielleicht geht es auch ein bisschen besser. Warte mal. Was ich hier gemacht habe, ist irgendwie auch ein bisschen Bockmist. Ups. So. Okay, alle Felder sind gut soweit. Warum hier oben Bockmist? Weil, ne, hier ist zwar soweit gut. Hier nehme ich einfach irgendwie Platz weg, was nicht sein muss. Der hier oben muss eigentlich nicht sein. Das heißt, ich kann eigentlich die ganze Überbauung hier auch ein bisschen überdenken. Oder. Mach es ein bisschen anders, warte mal. Okay, erstmal muss ich natürlich irgendwie hier Draht hineinfinden. Diese bunten Felder könnten sogar noch größer. Dann habe ich hier schon mal ein Problem, dass ich dann nicht weiter reinkomme. Okay, aber ich habe hier noch den Weg. So, alle Felder bei dem sind gut. Dann habe ich hier noch einige Felder, die ich jetzt neu brauche. Moment. Wird nicht ganz reichen, aber ich habe die 144. Ich habe jetzt mal noch ein bisschen Platz weggenommen. Die Frage ist jetzt halt, ob ich hier oben Platz, den ich sonst gar nicht brauche. In der Art und Weise könnte man das hier irgendwie noch weiter optimieren. Die einfach sagt, okay, gehe ich weiter raus. Sorg so nochmal für ein bisschen mehr Platz. Also viel braucht er nicht mehr hier. Jetzt nur den da. Er braucht wesentlich mehr noch. Das war eigentlich gehen, oder? 44, 144, 144. Perfekto. Hat eigentlich hier oben noch alles. Ah, eben Indigo. Könnte ich ja auch hier oben noch machen. Das machen eigentlich nur Bienen. Und davon auch nicht gerade sehr viel. Also wäre eine Option. Und ich nochmal überlegen könnte. So. Also jetzt in der Hoffnung, dass wir mal ein bisschen mehr Indigo haben, aber ich bezweifle es immer noch, dass es reichen wird. Nein, ich kann mich nicht einfach mit dem begnügen, was ich habe. Die Frage ist halt hier mit der Keramik, also ganz ehrlich. Ich möchte das ungern. Brauche ich da unten... Ja, warte mal, kann es anders machen, nee. Die Keramik, brauchen wir überhaupt so viel? Nachfrage 2 von 2, Versorgung 2 von 2 würde also Versorgung 0 von 2 aktuell, aber eigentlich 2 von 2 wird reichen. Obwohl. Jetzt ist natürlich die Frage, weiß es jetzt irgendwie... Eigentlich aber nur eine, wa? Ja, die Nachfrage nach Indigo ist immer noch größer als die Versorgung.
das ist leider noch so. Bei 2 von 4, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel den hier da wieder wegnehme. Jetzt habe ich hier 2 von 2, also eben einer reicht eigentlich noch, ein Gebäude. Die Wandteppiche würden so trotz allem nicht reichen. Tja. Ist wie es ist, Freunde. Können wir uns nicht großartig ändern. So, aber jetzt mal, by the way, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen uns um Mbesa gekümmert oder wollten uns kümmern, das ist doch schön und gut. Aber der Typ da oben will Kaffee haben hier. Gar kein so ein Lager hier? Ah doch, hier. Aber eben keins im Lager. Jetzt ist nur die Frage, ich kann hier natürlich kein Gebäude aus der alten Welt bauen, das ist schon mal doof. Irgendwie einen Händler zum Kaufen. Ja, Moment, muss ich wieder kurz überlegen. Im Besen wieder eine Weile her. Doch, gab es eigentlich doch schon, aber. Der Sand wirbelt auf. Das ist unbedingt das, was ich hier eigentlich wollte. Warte mal. Schiffe. Inaktive Schiffe. Vor allem 3 Schlachtkreuzer hier. Die Schiffe können eigentlich auch mal weg. Ne, ich schicke den mal zurück in die alte Welt und hol dann einen Kaffee, komm. So. Zurück in die alte Welt, wie sieht's aus? Haben wir jetzt ein paar Rohstoffe hier? Ja, sieht gut aus. Die Frage ist, okay, das verhebt auch noch. Das wundert mich gerade ein bisschen. Tja, Freunde, ansonsten nochmal kurz checken. Wie ist der aktuelle Zwischenstand? Nähmaschinen gehen runter. Taschenuhren gehen jetzt wieder ein bisschen krass runter. Ich nehme an, befürchte und werde bestimmt recht haben. Oh, der schmuckelt hoch. Dass es bestimmt damit zu tun hat, was wir alles importieren, war. Und zwar importieren bzw. handeln. Und zwar hier. Bei dem schönen Schiffchen. Da haben wir natürlich Taschenuhr bis zum geht nicht mehr. Erste Güterklasse, Exportvolumen. Wir haben es vielleicht ein bisschen übertrieben in den Taschenuhr bei den Einten. Beim Phonographen irgendwie rendiert es auch gar nicht, merkt man gerade sehr schön. Hier Meeresfrüchte-Eintopf, dass es dort vielleicht mal versuche. Mal kurz gucken, ob wir irgendwelche Waren. Höchste Güterklasse erreicht. So. Donnerwetter noch mal. Gut, Exportvolumen, ja, eigentlich importiere ich es, ja. Aber schaden kann es trotzdem nicht. Kaugummi steigt auch, wenn nur langsam, aber stetig. Auch schon mal etwas. Nee, eigentlich wollte ich ja Ding gucken. Die Phonographen. Nicht so viel, das können wir sicher ändern. Weil ich meine, hier ist jetzt sowieso voll. Wandteppich über die Glühbirnen, dann schmeiße ich aber den mal hier raus. Eigentlich wollte man mit dem Sekten so machen, aber irgendwie war das nicht so eine kluge Idee. Oh, Schokolade. Da
spezialisieren. Oh. Nee, dann nicht so klug. Scheiße. Der verdammte Meeresfrüchte-Eintopf, ey. Der ist mal voll krass. Lecco mio. Ah. 36 Dampfwagen. Ist heikel, muss man zugeben, Dampfwagen dafür zu brauchen. Ich meine, klar, der Verhältnis 1:4 ist geil. Muss man gar nicht groß darüber nachdenken. 36, das glaubt mir einiges. Klar, es irgendwie kommt alle 30 Minuten, das ist jetzt nicht so wahnsinnig, kann einem trotzdem das Genick brechen. Der Angriffspakt wurde beendet. Das höre ich jetzt nicht so gerne. Auf den Grafen einfach mal. Alter, kurz einfach mal 1:1, das ist auch krass. Wer sagt es halt 2:1, da bin ich schon am Nachteil. Zigarren habe ich generell auch. Da können Sie mal riskieren, komm. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Natürlich, wie können es anders sein, so. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ich mach mal das hier, aber es gibt ein bisschen mehr Power. Donnerwetter nochmal. Jo, finde ich auch. Taschenuhren aber noch ein bisschen, bis die eine höhere Güterklasse reichen. Ja, es ist das gleiche, aber es hat aber gerade aufgehört, merke ich gerade. Und sonst irgendwie etwas Wertvolles hier drin, die Glühbirnen. Kann man die auch schon mal... Ne, ist noch zu wenig. Oh Mann. So. What's... Machen wir hier, Leute. Und löschen meine ich hier. Hat's mal eine Schnapsbrennerei verjagt? Auch nicht schlecht. Was So. war das nochmal, das ich erledigen wollte? Trauen habe ich ja eigentlich einige, also... Haben wir sich jetzt hier mit der Säckhillerei theoretisch auch überlegen können, noch eine zweite zu machen. Oh, eine Inspektion. Hä? Nee. Es gab eine Explosion, aber ich sehe gar nichts, okay. Das ist auch interessant. Gut. Ist mal das Schiff langsam hier oder wie lange braucht das noch? Ah, da kommt's ja. Manövrieren. Die Flammen wurden gelöscht. Dein Leute sind echt ganz schön auf Zack. Oh, das sagt gar nichts. Krass. Was machen wir momentan hier für Waren? Oh, alles ein bisschen. Nimm es auf Zement nicht, der ist gut. Scheiße. Machen wir mal einen tollen Mischmasch, so. Jetzt komm, Alter, beeil dich mal. Nochmal kurz checken. Also die Frage, ob ich es zeitlich schaffe. 10 Tonnen Kaffee hätte er gerne. Ja, du willst halt hier hinkommen. Geht schneller. So, und dann gehst du bitte wieder. Gummersbach, oder? Was ist die Insel hier unten? Ah, nee, das ist Sternheim. Ich nehme an, er ist da oben. Was ist Gummersbach schon wieder? Ja, gut, er fliegt daran vorbei, ist gar nicht mal so schlecht. So, Freunde, aber generell, wenn wir das in der nächsten Folge angucken. Ich schaue jetzt gerade mal hier noch. Die nie in den Genuss kommen, mich kennenzulernen. Ja, du kannst oben quatschen, ey. So. Machen wir doch wieder mal ein Häuschen von denen hoch. Limiterhöhung haben wir bald wieder 1000er mehr. Aber natürlich wollen wir hier auch noch auf Telefone kommen und auf den Funkturm. Oh, der Funkturm wird lustig. Hey. Erstmal Telefone. Dann gibt es ja auch Turmpfeifen, die sie brauchen. Phonographen, anderes Thema. Ja, es verbraucht auch ein bisschen Stahlträger, aber wirklich nicht so viel.
So. Dann, Freunde, haben wir immer noch das Thema Wolkenkratzer. Dürfen wir nicht vergessen, Zelluloid. Das Leben hier ist... Zelluloid. Ja, genau, Investoren, Stufe 2, 6 Häuser brauche ich noch. Das heißt, ein paar andere dürfen wieder downgraden. Weil ich muss irgendwie eine Chance haben, das Gleichgewicht herzustellen. So. Haben wir das gleiche Spielchen wie zuletzt schon. Also eigentlich hier drüben. So. Dann könnt ihr noch mal runter. Du. War die Investition wert? So, müssen wir natürlich alle erst einmal einziehen, da ist klar. Ja, ich habe es halt so gemacht, dass ich irgendwie die auch auf Stufe 1 zum Teil gemacht habe. Das ist eigentlich ein Panorama, aber... Bauern. Ich wusste nicht, dass es diese Bengel noch gibt. Obwohl... Waren jetzt das die beiden, die eigentlich perfekt waren im Panorama? Beim Anwesen herumgetrieben? Nee, das sind die perfekten hier. Genau. Ja, wir müssen sie mit den Personen auch nicht übertreiben, wa? Und Cola haben wir auch genug, also da ist gar kein Problem. Die Steuern wären theoretisch extrem hoch. Der Unterhalt auch. Ach du Scheiße. Was machen eigentlich noch die Inselanteile? 74.000, ja eben. Also ohne Inselanteile wäre sowieso im Arsch. Da wird gar nichts mehr hier aufgehen, auch gar nichts mehr. Aber egal. Also Freunde, da heißt, in der nächsten Folge werden wir hier noch kurz abwarten, bis die auch upgraded sind. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, aber auch 6 noch. Das heißt, ich muss nochmal einen. Ein Gebäude hier darf auch noch upgraden. Natürlich ohne, dass direkt die halt Panorama-Ansicht und so sich verbiegt quasi. Die habe ich ja auch schon gemacht. Machen wir den mal auch noch. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Bereit. Toll, hier oben hin wollte er gar nicht. Ja, die Meldung viel zu spät kam. Oh Mann, oh Mann. Aber Freunde, hier passt sowieso ganz gut, denn wir haben hier auch jetzt in der Folge viel gemacht. Was viel gebracht hat, bezweifle ich auch immer noch, aber egal. Viel gemacht haben wir und dementsprechend würde ich mal sagen, wir beenden an der Stelle auch hier die Folge. Ich gehe mal ganz kurz in den Nahzoom-Bereich und würde an der Stelle sagen, wieder mal vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Anno 1800. Nach dem kurzen Abstechen in Mbesa wieder zurück in die alte Welt. Mbesa werden natürlich in Zukunft noch wesentlich mehr machen, vor allem noch wesentlich mehr optimieren. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Aber ansonsten sieht es doch schon recht gut aus. Da irgendwie ein Typ in der Quest offenbar. Und ja, wir überlegen uns, dass wir bis zur nächsten Folge auch noch anziehen wollen. Ne, Quatsch. Ne, nächste Folge Wolkenkratzer, dass wir alle Stufe 15, alle 15 auf Stufe 2 haben und so herum. Und das ist natürlich wichtig, damit wir überhaupt irgendwie in Zelluloid kommen, zumindest dass wir produzieren können. Das wird sowieso ein ganz anderer Spaß werden. Oh Mann. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.